Und somit grüßt ihr zurück zu Mass Effect. Wir werden uns nun diesen langen Weg hinauf quälen, um das Ding hier zu vernichten. Wir haben ja gestern oder das letzte Mal schon damit angefangen. Ich habe jetzt mit Absicht gestern gesagt, weil zwischen der weil zwischen der letzten Aufnahme und dieser Aufnahme ein Tag vergangen ist. Genau. Okay, Mädels, macht euch auf Scheiße gefasst. Wie viele Stufen sollen nicht nur aufsteigen? Ich will immer irgendeine Tasten drücken, weil aufs Wetzwort. Naja. Ah, sie ist schon wieder gekommen. Sehr gut. Die Tali hat schon wieder einen Orgasmus gehabt. Na dann. Oh. Ich denke, wir sind hier fertig. Ja, noch nicht ganz meine Süße. Wir haben noch ein bisschen was. So einfach geht es nicht. Endlich etwas. Die Waffen ist so geil. Kurzer Blick. So. Boah, die Waffen ist so geil. Wir haben die Schilde verloren. Bin einmal gespannt, was Saren dazu sagen wird. Oh mein Gott. Aufpassen! Da ist ja ein Wändchen. Aha, ein Asari-Klon, Entschuldigung. Das ist normalerweise die Schrotflinten, gell? Kurzen Blick. Ich könnte ja hergehen. Ja. Wir haben in der Schrotflinten eigentlich noch gar nichts. Jetzt schaue ich nur gerade, vielleicht haben wir irgendwo einen Punkt. Wir könnten ein bisschen was in die Dings investieren, genau, in die Schrotflinten. Das haben wir nämlich auch noch nie gemacht.
Ah, das ist die Schrot. Okay. Das ist das Sturmgewehr. Es ist vorbei. Sehr gut, Liara. Ich mag das Spiel, ich mag die Charaktere, ich mag die Atmosphäre, das ist alles Traum. Träumchen. Was ist denn da hinten? Kurzer Blick. Sturmgewehr. Wir probieren es einmal. Wir können ja später noch immer zurückwechseln. Also da können wir einmal vernichten. Ich bin ein Trottel. Ich hätte können den Scheiß an die KI weitergeben. Erinnert's mir bitte, dass wir das später noch machen. Genau. Ah, jetzt darf ich speichern. Ah, jetzt hat sie jetzt Dings genommen. Gut. Oh. Ah. Ja, wir müssen die Waffen austauschen bei der KI. Alter, die Waffen hat einen Bums. Schilde sind unten. Gusch. Sie können aufbrechen. Boah. Haben die Schilde verloren. Ja, Shepard, gib ihm Ruhe, gib ihm Ruhe. Du sturer Hund, du. Du sture Hündin. Ist das da wieder so? Wir sind auf der richtigen Fährte. Tali, dein Wort in Gottes Ohr, wenn es ihn gibt. Oh. Ich sehe was du nicht siehst. Gegenmaßnahme eingeleitet.
So. Setzen wir noch. Ja. Nur klingt es bei mir ein bisschen erbärmlicher. So. Ich Das bin ist in der Ordnung. letzte. Ich bin in Ordnung. Sehr gut, sehr gut. Also auf das 3-Meter-Haus ist Verlass. Warte mal kurz. Blablab. Mhm. Sollte sie ausbremsen. Ja, schön. Wenn meine Begleiter nicht unbedingt vorm Arsch rennen würden, waren wir's. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich schätze, ich sollte Ihnen danken, dass Sie mich befreit haben. Wie sind Sie im Inneren dieses Dings gelandet? Ich heiße Shiala. Ich diente Matriarchin Benesia. Als sie sich mit Saren verbündete, tat ich es ihr gleich. Benesia hatte die Macht vorhergesehen, die Saren haben würde. Deshalb verbündete sie sich mit ihm, um ihn auf einen sanfteren Weg zu führen. Aber Saren ist überzeugend, so kam Benesia vom Weg ab. Wollen Sie damit sagen, dass Saren den Verstand anderer kontrollieren kann? Benesia unterschätzte Saren, so wie ich. Schließlich glaubten wir an seine Sache und seine Ziele. Die Macht seines Einflusses ist beunruhigend. Benesia wollte den Fluss umlenken und wurde fortgespült. Wie ist das möglich? Da gibt es noch etwas. Asari-Matriarchinnen gehören zu den intelligentesten und mächtigsten Wesen der Galaxis. Wie konnte so jemand unter Sarens Kontrolle geraten? Saren hat ein Schiff, ein so riesiges Kriegsschiff, wie sie es noch nie gesehen haben. Ennet is Sovereign. Richtig. Es kann den Verstand seiner Anhänger dominieren. Sie werden mit Sarens Willen geimpft. Der Prozess ist subtil, kann Tage oder auch Wochen dauern, aber am Ende ist er unumstößlich. Ich war eine willige Sklavin, als Saren mich in diese Welt brachte. Er brauchte meine Biotik, um mit dem Turianer zu kommunizieren, um seine Geheimnisse zu erfahren. Deshalb opferte Saren mich, um ein Bündnis zwischen ihm und dem Turianer zu stärken. Sie waren Verbündete. Warum versuchten die Geth dann, den Turianer zu vernichten? Als Saren hatte, was er wollte, brauchte er den Turianer nicht mehr. Saren weiß, dass sie die Röhre suchen. Er weiß, dass sie seinen Schritten folgen. Er griff den Turianer an, damit sie den Dechiffrierer nicht bekommen. Erklären Sie mir, was das ist. Was ist der Dechiffrierer und warum brauchte Saren ihn? Der Sender auf Eden Prime hat bei ihnen Visionen hervorgerufen, aber sie waren undeutlich, verwirrend. Sie waren für einen proteanischen Verstand bestimmt. Um sie vollständig zu begreifen, müssen sie denken wie ein Proteaner. Sie müssen ihre Kultur verstehen, ihre Geschichte, ihre Existenz. Der Turianer war hier lange bevor die Proteaner diese Stadt bauten. Er hat sie beobachtet, sie studiert. Als sie starben, verzehrte er sie. Sie wurden zu einem Teil von ihm. Genug des Esoterik-Gelabers.
Der Torianer war lange hier, bevor die Proteaner diese Stadt bauten. Er hat sie beobachtet, sie studiert. Als sie starben, verzehrte er sie. Sie wurden zu einem Teil von ihm. Der Dechiffrierer ist Wissen? Dann hat der Torianer Saren gelehrt, wie ein Proteaner zu denken? Und wie? Der Dechiffrierer ist die Essenz dessen, was es bedeutet, ein Proteaner zu sein. Er kann nicht beschrieben oder erklärt werden. Das wäre so, als würde man einem Wesen ohne Augen Farben beschreiben wollen. Um ihn zu verstehen, benötigen sie Zugang zu den Erinnerungen der hiesigen Vorfahren. Eine Zeitspanne, die tausende Generationen von Proteanern umfasst. Ich spürte diese Erinnerungen der Vorfahren, den Dechiffrierer, als ich mit dem Bewusstsein des Torianers verschmolz. Unsere Identitäten verschmolzen, unsere Geister verwoben sich. Ein solches Wissen kann nicht gelehrt werden. Es existiert einfach. Es muss einen Weg geben. Ich brauche diese Informationen. Nimm mal das. Ich brauche dieses Wissen, um Saren aufzuhalten. Es gibt einen Weg. Ich kann das Wissen meines Verstandes in den Ihren übertragen, wie ich es schon bei Saren tat. Versuchen Sie sich zu entspannen, Commander. Atmen Sie langsam und gleichmäßig. Lassen Sie Ihre physische Hülle gehen. Greifen Sie nach den Fäden, die uns miteinander verbinden. Jede Aktion schickt kleine Wellen durch die Galaxis. Jede Idee muss einen anderen Verstand berühren, um zu leben. Jedes Gefühl muss einen anderen Geist berühren. Wir sind alle miteinander verbunden. Alle lebendigen Wesen sind in einer einzigen herrlichen Existenz vereint. Öffnen Sie sich dem Universum, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Ich habe Ihnen den Dechiffrierer gegeben, so wie er Saren gegeben wurde. Die Erinnerungen der proteanischen Vorfahren sind jetzt ein Teil von Ihnen. Was war das? Ist alles in Ordnung bei Ihnen, Commander Shepard? Keine Angst, geht schon. Ich habe etwas gesehen. Es ergab immer noch keinen Sinn. Ihnen wurde ein großes Geschenk gewährt. Die Erfahrung eines gesamten Volkes. Ihr Verstand wird etwas Zeit brauchen, um diese Informationen zu verarbeiten. Wir sollten zum Schiff zurückkehren, wo man sie beobachten kann. Es tut mir leid, wenn Sie Schmerzen hatten, aber es gab keinen anderen Weg. Sie brauchten den Dechiffrierer. Bald wird er Ihnen helfen, die Vision von dem Sender zu verstehen. Untersuchen? Bist du deppert? Wir werden das einfach nochmal so durchgehen. Ich werde später, wir treffen später noch auf Savaran. Das ist für mich ein Charakter, auch wenn es nur ein Schiff ist, aber der Charakter dahinter, der ist für mich persönlich sehr interessant. Das erkläre ich aber dann später. Oder wenn du das gesprochene Wort hörst, was er sagt, das ist eine scheiß Aussage eigentlich. Das gesprochene Wort von ihm ist sehr interessant. Das lässt auf einiges schließen. Und deswegen mag ich diese Figur, diesen Charakter dahinter. Savaran. Erzählen Sie mir mehr über Sarens Schiff. Die Savaran ist fremdartig. Ich weiß nicht, wie sie erbaut wurde oder woher sie kam. Ihre Bauweise ähnelt keiner, die von anderen Spezies bekannt ist. Sie stellt jedes andere Schiff in der Zitadelle oder der Allianzflotte in den Schatten. Ihre Waffen sind vernichtend und ihre Abwehrvorrichtungen buchstäblich undurchdringlich. Dank ihr hält Saren sich für unaufhaltsam. Sie kontrolliert den Verstand? Sie sagten, Saren verwende sie, um seine Anhänger zu manipulieren. Die Indoktrination. Die Savaran ist von einer Art Energie umgeben, zu der man sich hingezogen fühlt. Durch sie werden Sarens Argumente umso überzeugender, verlockender. Wer zu viel Zeit in der Gegenwart der Savaran verbringt, wird sich selbst aufgeben.
Ich kann es nicht anders erklären. Stimmt. Die Matriarchin? Ich möchte mehr über Benesia wissen. Benesia wurde von unserem Volk größter Respekt entgegengebracht. Selbst für eine Asari war sie immens biotisch. Man kannte sie vielerorten als Philosophie- und Religionslehrerin. Stets folgte sie den Pfaden des Friedens und der Harmonie. Sie ließ sich auf Saren ein, weil sie hoffte, ihn von seinem Pfad der Zerstörung abzubringen. Das ging nach hinten los. Stattdessen endet sie als seine mächtigste Verbündete. Wie ich schon erwähnte, hatte die Matriarchin Benesia Saren unterschätzt. Passen Sie auf, dass Sie nicht den gleichen Fehler machen. Saren. Was können Sie mir sonst noch über Saren sagen? Es gibt nur wenig, das ich Ihnen sagen könnte und das Sie nicht schon wüssten. Er ist mächtig, er ist charismatisch und er ist gefährlich. Als ich ihm folgte, war ich blind gegenüber seiner wahren Natur. Aber jetzt sehe ich, dass er die Galaxie in ein Zeitalter der Dunkelheit und Leiden führt. Der Torianer. Können Sie mir sonst noch was über den Torianer sagen? Als die Kreatur mich umschloss, wurde ich ein Teil von ihr. Aber ich verstehe es immer noch nicht ganz. So fremd, so uralt. Es ist unmöglich, sein genaues Alter zu bestimmen. Für ihn hat Zeit eine andere Bedeutung. 10.000 Jahre Winterschlaf wurden unterbrochen von ein paar Jahrhunderten hektischer Aktivität. Sein Verstand war überwältigend, fantastisch. Er übertraf alle Beschreibungen. Und nun ist er weg. Sie klingen fast traurig. Sagen Sie mir nicht, dass Ihnen das Ding leid tut. Der Torianer war eine einzigartige Lebensform. Ein fühlendes Wesen, das 50.000 Jahre oder älter war. In der uns bekannten Galaxis gibt es nichts, was ihm auch nur annähernd gleichkommt. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mich vor einem Leben in Knechtschaft und Sklaverei bewahrt haben. Und doch empfinde ich eine gewisse Trauer, dass eine solch einzigartige und bemerkenswerte Kreatur verloren ist. Was soll ich mit Ihnen machen? Da Sie jetzt von dem Torianer befreit sind, was planen Sie da als nächstes? Wenn Sie erlauben, werde ich hier bei den Kolonisten bleiben. Sie haben fürchterlich gelitten und ich war an ihrem Leiden beteiligt. Ich würde gern Wiedergutmachung leisten. Welch ehrenwerte Idee. Die Kolonisten werden alle Hilfe brauchen, die sie bekommen können. Sie werden froh sein, Sie an ihrer Seite zu haben. Danke, Commander. Möge das Schicksal Ihnen immer gewogen sein. Sie haben es geschafft. Da der Torianer weg ist, können wir alles wieder aufbauen. Und wir sind Exogeny los. Wir sind wieder nur eine kleine, abgelegene Kolonie. Danke, Commander. So, wir haben Pharos abgeschlossen. Wie du siehst, relativ glimpflich. Alles, was dazugehört, ist da. Auch Tali und Liara. Ah, das ist die Shiala, genau. Sie hilft da jetzt ein bisschen. Da brauchen wir... Warte mal kurz, ich schaue mal kurz. Oh, wir haben schon wieder Level zu geben. Ach, schön. Und was nehmen wir? Wir Hübschen nehmen jetzt einfach einmal irgendwas, was uns vielleicht irgendwann einmal nicht... senkt. Oh. Also auf gut Deutsch gesagt, mutieren wir zum Gott. Naja. Das will ich nicht. Sturmgewehr. Wir werden trotzdem da weitermachen. Genau. Wir werden das da speichern. Wenn du das Spiel nicht kennst, da wird es sicher einige geben unter euch. Wie kann man Sovereign beschreiben? Sovereign ist als Antagonist des Spiels eiskalt. Eiskalt, ruchlos, empathielos. Das sind so, glaube ich, die richtigen Ausdrücke dafür oder die richtigen Beschreibungen dafür, wie man dieses Ding, sag ich jetzt einmal, beschreiben kann. Jetzt weiß ich aber nicht. Tagebuch wollte ich schauen. Ja. Wir hätten aber
Proben untersuchen. Matano-System. Maronsee-Cluster. Oh Gott, wir haben da noch 2 Nebenmissionen. Weißt was? Wir werden auf Noveria sicher noch einiges zu sehen bekommen. Wir werden es jetzt so machen. Wir werden jetzt da diese Episode beenden. Dann war die jetzt einmal ein bisschen kürzer mit knapp 30 Minuten. In der nächsten Aufnahme werden wir uns Richtung Noveria begeben. Noveria wird eine andere Kisten. Ich will zum Schiff, ich will zur Dingensbums, Bumsdings. Namen die, da müssen wir hin. Scheißen. Genau, so machen wir es. In der nächsten Aufnahme, ich werde das jetzt da beenden. Wir treffen uns dann, oder wir sehen uns dann wieder, wenn wir auf der Normandy sind. Dann geht's ab nach Noveria. Das ist ein relativ harter Brocken. Ich bin einmal gespannt, ob sie die kompletten Einschüchtern- und Schmeichelsachen, Levelpunkte, sagen wir so, auszahlt haben. Was ich mich erinnere, benötigst du die in Noveria. Ja, du wirst es dann sehen. Und ich würde jetzt nicht mehr viel lang drüber quatschen und brabbeln. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Auf Wiedersehen, May. Auf Wiedersehen, Macher. Ja, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, du hast ein bisschen an Spaß gehabt bei der ganzen Partie da. Bis zum nächsten Mal. Baba.